So, servus, grüß euch und habe die Ehre, ich habe ein schlechtes Beutel, sage ich gerade. Wurscht. Aber einmal brutal PTS testen, ich habe was rausgekriegt und zwar die Pestilenz. Also, das muss ich euch nochmal im Livestream zeigen, weil Videos machen die anderen, da bin ich nicht schnell genug. Aber Livestream kann ich mal schnell machen und ich muss euch das zeigen, wo es da so abgeht. Jetzt könnt ihr das Ding später anschauen. Ich werde ein Video daraus schneiden und ja, folgendessen hauen wir mal drauf auf die Kacke. Ich muss euch das ja, ich muss es einfach bildlich veranschaulichen, weil da hat es mir einen Schuh ausgezogen heute auf die Nacht. Also, schauen wir mal, ja. Gesagt, dann packen wir es. So, PTS-Server, ich bin die Feldwalzen, falls einer noch nicht weiß. Und jetzt schmeißen wir mal einen Riemen auf die Orgel und schauen wir uns die Garde mal an. Weil ich muss echt sagen, ich habe Begeisterung. Alles ist vielleicht jetzt nicht so der Hit, aber das ist meine persönliche Einstellung oder meine persönliche Sache. Und zwar ist das, muss ich jetzt dann gleich herzagen, das, das neue System, was da eingeführt haben, da bin ich nicht so begeistert davon. Aber naja, sei es was da will. Wenn wir das da noch einschalten da. So. Einmal bla 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 bla. Also. So. Jetzt einmal zum ersten. Jetzt muss ich erst einmal die Einstellungen einstellen, weil das verharrt mir dann noch wieder. Dann haben wir da ein Vollbild. So, jetzt passt es mal beobachtet. In dem ganzen Dingsbums ist die Pestilenz irgendwie stark geworden. Das ist einmal das Erste. Grundschaden etc. ist das gleiche. Schaden gegen Ungedeck, bla. Aber, wenn du jetzt einmal schaust, da 1063 Schuss pro Minuten auf ein 100er Magazin. Noch Fragen? Also, das ist enorm. Das ist jetzt vielleicht nicht das optimale Bild dafür, aber mit dem habe ich es halt getestet, weil die Ticks von der Pestilenz gehen ja, wie wir wissen, nur auf Waffenschaden. Da kann man ein besseres Bild zusammenstellen. Aber ich habe es jetzt halt mit dem ein wenig probiert. Und dann natürlich nur die, ja, habe ich nicht, benannte Karabine oder Carbine, ja. Die ist auch ganz gut. Aber wie gesagt, da brauche ich nichts mehr machen, weil Schutt und Desano hauen da brutal rein. Aber ja, ich sage euch einfach mal meine Meinung in dem Video oder Stream, was ich da so davon halte. Was mir überhaupt nicht gefällt, tatsächlich. Also, das ist andersrum angefangen. Ja, ist das da. Da hast du ein neues Kastel und ich kann es euch nicht übersetzen, aber jeder, der Englisch mächtig ist, also das Kastel und da hat die Modifier drauf, ähm, wo man sich freispielen muss. Die 4 Dinger hat auch die Enemy, also der Feind hat das Ding auch. Und wenn du das Falsche erwischt wie jetzt die Schlange da, und du schießt auf dem, dann schießt er tatsächlich selber die Rüstung weg. Und an das muss man erst gewohnen. Bei dem Teil da ist der Abstand, wie soll ich sagen, die fallen nur auf einen bestimmten Abstand um und die leichten in 3 verschiedene Farben. Jetzt, wenn einer wie ich ein wenig ein Problem hat mit den Farben anschauen, dann wird es echt schwierig. Ja, kann man sich zwar auf den Ich bin gehandicapt Modus umstellen, aber wie gesagt, das ist einfach nicht so der Burner. Ja, also das ist automatisch oder kann man zwar ausschalten, kann man die ganze Gaudi deaktivieren, dann kann man so spielen wie immer, aber wenn, dann mag man ja auch die ganze Gaudi einfach einmal testen. Da gibt es dann noch verschiedene Sachen, wo man sich einstellen muss. Die habe jetzt noch nicht alle ganz so angeschaut. Die muss man sich erst spielen über über Prioritätsziele, da wird dann eins nach dem anderen aber nachgeschalten. Da müsste jetzt zum Beispiel ein Abstieg laufen. Wo es mir ganz gut gefällt ist, weil das ganze Spiel einbezogen wird in die Aufgaben, wo es mir erledigen muss. Zuerst war so wie, ja, Season, bla, und du machst wieder mal einen Kontrollpunkt, machst das ein bisschen, aber das Gleiche. Und jetzt haben sie aber dere, warte mal schnell, und jetzt müssen wir halt das im ganzen Spiel, ja, vom ganzen Spiel das ganze Zeug spulen.
damit wir das alles erledigen können. So, und jetzt habe ich gehört, dass der Coldplay da ist, oder? Ja, Ja, passt. Laufst du mit mir im PTS ein bisschen? ich habe ihn noch nicht. Wo findet denn das? Ja, warte mal. Hast du einen Stream von mir eingeschaltet oder warte mal? Nein, warte, ich bin gerade im Hardcore, im Kapitol, ich bin gleich fertig. Ja, du musst bei Ubi reingehen, dann gehst auf das Ja. Spiel selber und dann musst erweiterte Inhalte und dann musst du hübsch weit oben scrollen, Ach so, da steht der okay. PTS-Server. Achso, da muss man aufs Spiel selber drauf gehen. Richtig, genau. Also da, wo der Controller ist bei Ubi, da musst du draufgehen und dann bei erweiterte Inhalte, da findest du dann den PTS. Ich habe auch suchen müssen. Ich habe 10 Minuten gesucht. Weil ich, Ja, zuerst, wo ist denn das? es ist schon ein bisschen versteckt, ja. Ja. So. Mit wem spielst denn du jetzt? Gar nicht. Ich schmerz zwar das Video dann ausschneiden von dem Ganzen. Achso, weil du reden tust, ich mir doch, du spielst mit jemandem. Nein, ich rede mit dir Leuten, ja. Ich bin streamen durch gerade momentan. Achso. Also darum bin ich ja in dem Channel drin. Aber ich muss mir dann das Video ausschneiden, weil sonst muss ich ewig und 100 Mal das gleiche verzeihen. Das mag ich nicht. Nicht mehr viel jetzt. Nein, ich sag das dann schon wieder. Ich muss jetzt nur die Pestilenz, die ist so genial geil, die muss ich jetzt halt herzeigen, weil das ist der Hammer. Und über die steht irgendwie keiner, weil sie jeder kennt, aber die haben Schaden pro Minute auf 1063 bin jetzt aufgekommen. Das habe ich eh gelesen, ja, ja. Ah, ist ein Wahnsinn. Das habe ich heute irgendwo schon mal gepostet, glaube ich, oder? Und die eiserne Lunge, glaube ich, haben sie auch mehr gemacht. Ja, aber da haben sie einen Schaden, aber da. Das weiß ich nicht. Ich spiele kein LMG, weißt du, darum tue ich das nicht so beobachten. Ja. Das Einzige, was da echt der Scheiß ist, ist die neue Modifikationen-Dingsbums da. Weil wenn du da nicht gewohnt bist drauf, haut die instant die ganze Zeit um. Also das Was ist. für Modifikationen? Ja, du hast ein neues Kastel auf der Schulter und da haben dann So verschiedene. das meinst du, ja, Ja. das muss man sich genau anschauen. Ja. Und Was das haben gleiche, wir? was du da hast, hat praktisch jetzt eine. Haben die Gegner auch. Und du musst echt aufpassen, weil wenn die Schlange da ist und du schießt den auf, schießt du selber die Rüstung weg. Du musst ganz nah dran, dann geht es erst, dass du den zlingen kannst. Hat man das immer oben? Du kannst das ausschalten. Jeder Gegner hat. Oh, geht's eh schon wieder los. Aber war das nicht gut. Ja, das ist. Du kannst es ausschalten. Ja, dann ist es gut, wenn man es ausschalten kann. Ja, die ticken mit 800.000, das ist eh schon nicht schlecht. Aber das geht noch besser. Das ergänzt sich, das wird recht gut. Also die haut schon gescheit aus. Ja. Okay. Ja, gut, LMG. Ah, die hört sich an, als wenn wenn's da mit der Ohren schießen darfst. Also das ist. Aha. Das ist schon lustig. Und ich habe jetzt nicht unbedingt das beste Set an, also was jetzt die Pestilenz jetzt anbelangt. Ich muss jetzt vielleicht noch mal schnell was austauschen. No. Oh, schau, die schießt einen Zehen weg, hey, komm. Jetzt mache ich wieder überhaupt keinen Schaden nicht, weil der einfach einen blöden Abstand hat zu mir. Ja? Du musst halt einen gewissen Abstand haben, ne? Der ist jetzt gelb und bei gelb ist das schlecht. Das muss ich nicht. Ja, da geht kein Schaden nicht. Oder ganz wenig. So, jetzt brenne ich wieder. Ach, das war gleich mal so. Aber das Einzige, was jetzt ganz gut ist, das ist die Fahndung und die ganzen Season-Sachen, was man erledigt. Anders gemacht, habe ich gelesen, ja. Was? Die Fahndung ist jetzt anders gemacht, ja. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Da ist das ganze Spiel mit einbezogen. Du musst sogar Abstieg laufen und Countdown laufen und alle Teufel. Du musst im ganzen Spiel umeinander eiern.
Und das finde ich gut. Das ist wirklich gut. Das andere da mit den Castle da ist auch nicht schlecht, aber da musst du echt keiner dran. Also das ist echt. Ja, na, das. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da was anderes zusammenbauen kann, dass ich mehr Waffenschaden zusammenbringe. Was ist jetzt das da? Ne, falsch steht da. Waffenhandling, Magazingröße, Waffenschaden, okay. Was geht da mit dem LMG? Sturmgewehr und LMGs 30% mehr Kopfschussschaden für 10 Sekunden. Ja, na, ist jetzt nicht so meins. Was haben wir jetzt da einmal den. Was haben wir da eine? Auswahl ist das nicht falsch. Aber bringt mir jetzt nichts. Ich muss jetzt da die Dienstleister einklatschen. Das LMG. Dann brauche ich da andere Westen. Ja, was nehmen wir da? Wo ist denn die? Hab jetzt die nicht dabei. Bla. Doch, da, ne, falsch. Ey, wurscht, nehmen wir die da, dann wir es umbauen. Dann wir da vernichten drauf. Oder Glaskanone, wird nur stärker. So, da. Ich bin jetzt faul, dass ich da was suche. Das ist ja gerade der PTS. Da kann ich um einen Handwerker, wie ich will, weil es eh nichts anzieht. So, jetzt müssen wir das noch weiter umbauen. Jetzt haben wir das, Jetzt brauche ich das, habe ich noch. Jetzt brauche ich noch. Warte mal. Was kann man noch für einen Waffenschaden verstärken? Wurscht. Na, was verstärken beim LNG nur einen Waffenschaden? Das neue Sweetnut, das da, genau. Da brauche ich jetzt 3 von denen. Da brauche ich praktisch 2 solche. Ne? Einmal. Und dann haben wir da noch eine. Hoffentlich habe ich einen sicher. Ja, habe einen. Das da, dann haben wir noch mit 30% mehr, dann haut das hin. Dann haben wir da noch das weg. Nicht schlecht, wenn es beim Hardcore was umändern auch würden. Ich weiß nicht, aber angeblich im PvP tut sie noch einiges. Angeblich habe ich gesehen, schon machen sie da nichts mit diesen Fertigkeiten. Also, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich hab's nur gehört, ich bin kein PvP-Spieler, ich mag ja keinen Scheiß nicht verzeihen. Aber auf alle Fälle ist das schon nicht schlecht. Ja, was? Noch nur die Überraschung, was da jetzt kommt. So, jetzt bin ich wieder im falschen Abstand zu den Haufen gehabt da. Ich komme gleich rein und dann kann man das Ja. Ja, aus dem Kapitol ab. Text. Da kannst du machen, was du willst. An die zwei weg sind, dann kann ich Schaden machen, wie ich will. Nimmt da noch wer daher. Projekt beendet. Ja. Aber die schießt so schnell jetzt. Da ist wieder, der Sam mit mir wieder weg da. Und was um halber 3 heute da noch? Was sagst du? Noch einer? Warst du um halber 3 heute da in der Nacht? Ja. Okay. Alleinig oder wie? Na, der Michi ist mitgelaufen. Wer ist der Michi? Der von German Dingsbums. Vom anderen Surfer. GGL oder was? GVL. GVL. Ah, der. Scheiß drum da erst. Das ist doch gar nichts bei dir. Live-Übertragung musst du schauen. Ja, live. Jetzt da, jetzt habe ich auch live. Ja. Musst du beim Ding schauen. Discord ist auf alle Fälle, jetzt geht's. Wir sind ja beim Discord. Ja, Feldwürzen TV. Geht da nix? Wie gut ist das an? Warte mal, wo ist denn das? Wo ist denn das? Ich bin auf YouTube.
Ah, da, seht wo jetzt das war. Die war. Okay, öffnen. Anscheinend. Ach so, jetzt ist es genau. Mir gefällt es halt jetzt nicht, weil die lohnt viel schneller nach. Okay. Und jetzt war noch den falschen Rucksack an. Das ist jetzt gerade ein wenig ein zusammengestapeltes Ding, aber jetzt ist schon besser wie zuerst. Und da ist eben das Blöde, ab einem gewissen Abstand mache ich einfach keinen Schaden mehr zu den Dingen. Und ich habe es noch nicht wirklich heraus. Das geht mit die. Okay. Da hast du so eine Anzeige. Extras, was da kommt. Jetzt habe ich keine Munition mehr, das ist ganz gut. Ich habe nur LMG ausgewählt, das ist auch ganz schlau. Super, jetzt hört man die. Das wird dann einfach so machen. Extras, jetzt bin ich noch dran, jetzt hat er gerade noch 41.000 gemacht anstatt 500.000. Und das ist schon eine Hausnummer, weißt du, wenn es so weit fällt. Da kannst du nicht mehr draufschießen, da geht gar nichts. Extras, 38, weil ich jetzt noch mal dran bin. Der ist wieder weiter weg, da geht's wieder mehr. Aha. Da weiße und rote Zahlen und gelbe Zahlen und ich mir am Arsch halt. So, da habe ich 400.000. Wenn der Abstand stimmt, dann multipliziert sich der Schaden auch noch einmal. Das ist so das, nicht gerade das Schlechte, ist auch gut. Also wenn du jetzt das heraus hast, dass du im richtigen Abstand spürst, nachher funktioniert das auch brutal, weil der Schaden dann noch mehr gut aufgeht. Aber wie gesagt, das ist echt eine brutale Übungssache. Und deine Feinde, sag ich jetzt einmal, haben eben auch so ein Talent auf der Schulter oben, das was du auch selber ausrüsten kannst. Und da habe ich zum Beispiel so einen Black Task Hund, einen, der was Scharfschütze ist, habe ich auch gehabt. Der horzt weg und sobald ich draufgeschossen habe, hat er mir selber die Rüstung weggeschossen, weil ich jetzt so weit weg war. Da muss ich fast auf Anschlag dran, dann ist das ausgeschaltet und dann meistens aber auch gleich weg, auf 0, gar nichts. Aber du musst da halt erst einmal hinkommen. Jetzt wenn es da aber so sie heroisch haben wir gespielt, wir haben dann Direktiven außer da, weil es echt zu hart war. Oder ich bin zu blöd dafür, das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt nicht der Überspieler, ja. Aber ich finde, also ganz dumm, ganz deppert stelle ich mich halt auch nicht. Aber ja, es ist echt nein. Für das. Text da vorne ist wieder das schwarze Zeichen. Da muss jetzt wieder der Abstand passen. Nein, Schmarrn, das ist wieder die Muschel. Da muss ich selber nachschauen. Falsch. Ah, wieder. So, jetzt. So, das ist die Muschel. So. Jetzt muss ich da auf Y. Dann muss ich da auf die Muschel und da hinten steht jetzt Englisch dort. Ich kann zwar nicht so stark Englisch. Da geht's auch schon wieder. Da geht's immer um den Armor Enemies received 90 less damage. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht gescheit Englisch. Auf alle Fälle hat es wieder mit dem Abstand zum Tor, wann der Schaden nimmt und wann nicht. Okay. Und die 4 Dinge kann man halt selber auch ausrüsten. Und das ist halt bei der Schlange, weiß es. Wenn man drin ist, dann schießt er selber die Rüstung weg, wenn der Abstand nicht stimmt. Aber wie gesagt, mit der Pestilenz da, das. Jetzt stimmt der Abstand nicht, jetzt habe ich auf 44.000. So, wunderbar. Jetzt muss ich da mal dran schleichen. So, wenn du LMG-Spieler bist, total geschissen. Dann bist du schaust, schießt du dir den Arsch weg. So, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt passt. Passt noch nicht. Dann muss ich noch nicht dahin. Ja, stimmt auch nicht. Ja, leg mir am Arsch, was muss ich da tun? Muss ich weiter weg, grad. Kann ich da, was ich mag, mache ich keinen Schaden auf den Super Heinz da. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Da habe ich aber ein Set da, was du normal mit der Pestilenz so 600.000 Schaden machst, gell? Schwere Verwundung entdeckt. Jetzt bin ich gleich hin. Ja.
Das war gelb. Aha, noch nicht hin, noch weiter. Da kann ich mir gleich irgendwo hinstellen, Alter. Ja, bereits. Na, keine Ahnung, was jetzt da muss, damit da das nicht zuschlägt. Da ist vorhin ein Dicker gestanden. Ja, ist auch recht lustig gewesen. Mhm. Von Feinden Und wie gesagt, von dem Ding bin ich jetzt nicht so ganz begeistert, ne? Aber da wird es wieder sein, dass ich mich wieder auch dumm stelle. Aber jetzt stimmt der Abstand. Jetzt habe ich wieder 400 irgendwas. Da stimmt er wieder nicht, da habe ich gerade 77. Mhm. Ich muss ja so aufgekriegt. Am Hintern hat es jetzt noch zu nah dran bin ich bei dem einen Idioten. Hilfe erforderlich. Bei dem passt es auch wieder nicht. Mhm. Aber ich kann aber nicht sagen, wann ich nach dahin muss und wann nicht. Feindliche Übertragung erfolgt. Oh, das ist Sich nähernde Feinde erkannt. heftig, heftig. Ja, man sieht das gut, wenn man sagt, ne? 900.000 hat es einmal rausgehauen. Aber wie gesagt, da muss alles zusammenstimmen. Schlüssel entdeckt. Jetzt da einfach nur durchrennen und harzen ist da nicht mehr. Da musst du echt, Immer. Ja. echt schauen. Wobei jetzt das Set, jetzt muss ich mal schauen, ob ich den anderen Rucksack auch dabei habe. Ja, habe ich. Dann brauchen wir die anderen Schoner da, habe ich die nicht dabei. Die habe ich nicht dabei. Jetzt brauche ich aber da noch ein drittes Teil von den Dinger. Das ist jetzt blöd. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. So. Ich habe mir schon extra auf am Farbenblinden-Modus umgeschalten. Mhm. Pauli, guten Morgen. Mahlzeit, muss ich sagen. Hab wieder Speck gesehen. Ja, ich merke da nicht auf, wenn ich das schaue. Ich renne oder ich kann nicht lesen und schauen gleichzeitig. Haut nicht hin. So, weiß jetzt auch nicht. Jetzt wir mal schauen. Was haben wir jetzt da schon? Jetzt muss ich einen Abstieg rennen. Prioritätsziele. Habe jetzt das eingeschaltet. Schau, da steht jetzt Abstieg laufen, abschließen. Ja. So, da muss ich jetzt in den Abstieg gehen, damit ich da weiterkomme. Okay. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es gelangt, wenn ich da nur anfange oder ob ich heißt, nur eine Runden laufen. Dann wir mal testen. Gehen wir mal in den Abstieg. So. Aber die ganzen Videos, weißt, da kann ich jetzt halt über die Waffen und über Set und was der Teufel, der Shoot hat auch schon eins aussehen. Für die eine Exo, die neue, wie wo die neue Meta weg Exo. Ja, das ist ein PTS-Server. Du weißt ja gar nicht, ob das da noch so kommt, außer halt Hintergrundinformationen, die wo mir jetzt abgängen. Er schmerzt da keinen Scheiß nicht, generell nicht, weißt. Aber ich sag, ich mache jetzt da gar nichts, außer Stream und probiere das und Leute können zuschauen, weil Sie betreten einen sicheren Bereich. das ist aber auch ein wenig anders, oder? Nein. Mission aktiviert. Du könntest einen neuen Charakter machen, wenn du ein neues Gear wieder brauchst. Ja, oh, das ist Gewehr. So. Maschinenpistole, Gewehr. Da muss ich fast den nehmen, ne? Sprenger, Brand, alles scheiße. Wie wir schon gemacht jetzt. Da Auch haben nicht. Ja,
Ja, einen normalen und den zweiten. Aber das, Hardcore. dass er, den Season-Charakter, den bringen sie nicht mehr. Also der ist ja. Scheiße, gehen wir hier. Da. Was? Dass ein neuer Charakter in der Season kommt, das ist nicht mehr. Raum ausgewählt. Schwierigkeitsgrad Das haben erreicht. sie verworfen, dass praktisch, wenn Season angeht, einen Charakter in den Test spielst, dass du extra Charakter kriegst. Das ist nicht mehr der Fall. Feinde werden erstellt. Du kannst gar keine SHD Erscheinen mehr haben. hervorgehobenen Türen. Das weiß ich nicht, Falle schon, aber zuerst war er so gesagt, dass ihm. Alter, ich treff nix. Ja, da muss ich ja den ausgeben, schnell die 4000 SHD, was ich hab. Ich weiß nicht, von was redest jetzt du? Vom. Zwei normale Charakter, ne? Einer nur für die SHD zum Optimieren. Na, du musst zuerst war es so gedacht, dass der neue Charakter in Test spielen muss pro Season. Und das haben sie wieder weg da. Ich habe ja nur gemacht wegen dem Material, ne? Ja, ja. Das Material, das passt schon. Ja. Dass ich einen anderen Charakter optimieren kann, die Hardcore, ne? Ah, warte mal. Jetzt muss ich. Ah, was habe ich denn da? Warte mal, Allegro. Überwacht nicht. Warte, ich muss einmal schnell einen aufziehen, einmal ist langweilig, hat er gesagt. Juri. Okay. So, jetzt. Servus. Hallo. Dann brauche ich da unten nämlich nicht alleine rumgammeln. Alles gut? Alles gut. Na, aber jetzt gerade schau, wo es da geht und die Pestilenz ist echt gut stark geworden. Jetzt. Servus. Servus. Brauche ich da unten nämlich nicht alleine. Neuer Alles Raum gut. wird betreten. Also du hast PTS halt richtig mitgekriegt? Aber jetzt gerade schau, wo es da geht und die. Feinde werden erstellt. Du hast einen Stream so furchtbar laut, dass er mich doppelt her. Ich weiß nicht mehr, wann ich geschmerzt habe und wann nicht. Ich habe den Stream gerade gemutet. Alles gut. Ich Denk mich ja mal, auch- wer reden da was für Zipfel? Ja, das bin ja ich selber. Nee, du machst gerade PTS, weil ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, genau, ich Ah, tue jetzt okay. ein PTS scheißen. Und ich mache jetzt da gerade die Season oder Fahndung oder ja, dass man halt das Zeug freischalten kann. Und da muss ich halt Abstieg laufen. Was, eine Runden oder zwei, ich weiß auch nicht, da ist er. Ja. Ah ja. Der Arsch. Ich habe scheiß Waffen erwischt. Ja gut, die hast du ja im Abstieg meistens, ne? Brauchst ja erstmal was. Kannst du kurz grob zusammenfassen, was neu ist oder was neu kommt? Oder hast du noch Ja, ich habe schon einen Plan, aber das habe ich gerade vorhin erzählt. Also, was neu kommt, Online. ich sag dir das ist aber schlecht zum Erklären. Jetzt warte mal schnell. Ja, mach entspannt. Lass dir Zeit. Talente neu rauswürfeln. Das ist auch nicht wirklich was Besseres da. Sag Na, ich gehe mal davon aus, wir kriegen wieder eine neue Exo, neue Rüstungs. Ja, genau, es ist neues Gear und ist das ein Scheiß da? Neues Gear und neue Exo-Waffen und einige, also das ist 29 Seiten lang. Ja, die ganzen Sachen, was ändern. Also Okay. das ist einmal das Erste, ich kann da nicht alles sagen, aber es sind ganz viele Waffen, zum Beispiel Gewehre werden geändert auf Sturmgewehre, das ist einmal nicht schlecht. Dann ist, manche Exos werden genervt und manche gebufft. Also mal werden verstärkt, mal werden runtergesetzt. Und die Pestilenz ist in der, was soll man sagen, in der Schuss pro Minute brutal aufgesetzt worden. Ich habe das mit dem Striker gebaut, das Ding, du kriegst 1063 Schuss pro Minute hin. Also das ist schon enorm für Pestilenz echt geil. Ja, ich habe jetzt vorhin gerade gespielt damit, also mir gefällt's. Okay, Ja. okay. Aber wenn jetzt vielleicht mit dem Striker jetzt Pestilenz nicht optimal ausgenutzt ist, wegen den Ticks, aber trotzdem macht voll Spaß. Dann die eiserne Lunge haben sie auch was geändert, weiß ich nicht genau was, aber ich weiß nur, dass sie einen Schaden runtergesetzt haben. Das kann aber auch ein Schwachsinn sein. Mehr Magazin, glaube ich, hat. Mehr Schuss. Das kann sein, ich weiß nicht, die habe ich noch nicht probiert, das ist jetzt Pestilenz habe ich probiert und die, wo du das Shooter-Video gemacht hast, die Carbine, die benannte, ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig. Aha. So, jetzt muss ich da wieder raus, hoffentlich klangt das jetzt schon. Ich mag jetzt da nicht Abstieg spielen.
Sonst Aber wenn du kann... sagst, 2 Seiten, ich lese mal gerade selber rein. Ich dachte, das ist halt nicht so viel, weißt du? Nein, nein, das ist voll auf Trello, wenn du schaust, den The Division selber, das sind, wenn du alles ausdruckst und übersetzt, sind es tatsächlich 29 Seiten. Und da, 59 Seiten. ja, weil einfach viel geändert wird. Und ich kann es jetzt da nicht sagen, weil ich den blätten Abstieg hänge. Du, alles ganz entspannt. Ich habe mir die Patch Notes gerade aufgemacht. Ich lese gerade selber rein. Ja, genau. Also wie gesagt, du kannst da nur was rauspicken und von dem dann ein bisschen reden. Ich mache jetzt das auch nur, damit was ich geil finde, muss ich dazu sagen, ist die Fahndung. Die Fahndung ist jetzt komplett anders. Das wird das ganze Spiel mit einbezogen. Also nicht nur Kontrollpunkte und Bla-Scheißdreck, sondern du musst jetzt wie ich jetzt zum Beispiel ein paar Runden in Abstieg spielen. Oder du musst in Countdown ein, 2 Runden oder 2 Kontrollpunkte im Countdown machen. So was war gestern die Aufgabe. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Das ist da einfach mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, na, da fallen mir Möglichkeiten, die wo da sind jetzt und du musst nicht immer den gleichen Scheiß spielen. Es ist für die, wo jetzt schon lang, was ist jetzt da noch, also, wo schon lang das Spiel spielen, ist das jetzt halt viel abwechslungsreicher daneben. Ja. Ja, lass mich halt einmal nachladen, du Zipfelklatscher, das gibt's doch nicht, oder? Das legst mir doch am Arsch fest. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, Sledgehammer wird angepasst. Okay. Ja, ich kann das nicht alles aufzeigen, weil ich auch nicht alles weiß. Du, alles So. gut. Wie gesagt, ich habe ja hier die Patch Notes offen. Ich wühle mich gerade durch, aber es ist halt doch, ja, wie du schon sagst, ganz schön viel. Ja, eben. Eine Pfahl kriegen wir. Okay. Man muss jetzt da nicht stark anstrengen, dass jetzt da mal zu weit kommen. Die Moskito wird angepasst. Auch sehr schön. Sehr schön. Aha. Neuer Ort wird betreten. Rifle bekommt Schwierigkeitsgrad Vollautomatik. leicht. Ja, genau. Uh. Das ist das, was du gesagt hast. Ein paar gute hat dabei. Feinde erscheinen in hervorgehobenen Türen. Schlechter Plan. Feinderstellung eingeleitet. Waffenbalancing, okay, Waffen, okay. Aha. Das ist ja doch einiges, was sie diesmal machen. Okay, ja doch, das ist ja echt eine ganze Menge, ne? Also, Ja. Wo ist denn der Zipfel? okay, da wird ein Wo bisschen- sitzt er? ganz länger Konsole gedacht. Auch online. schön. So. Ich möchte jetzt da eigentlich aus dem Abstieg aus. Wo geht das? Muss ich mich total abmelden? Na. Nein, musst du nicht, wenn du quasi dann bei der großen Auswahl nach dem Boss bist, kannst du verlassen. Aber ich muss bis zum Boss spielen. Genau. Also. Bis zu dem nächsten, wo du dir eine Waffe oder halt eine Fähigkeit aus. Ah, der ist ja jetzt da. Entweder ich stirb oder ich schaff's. Oder so, ja. Das wäre die andere Variante. Hochrangiges Einfach Ziel. sterben. Feinde werden erstellt. Ja, die Feinde Tieren, erscheinen in da nicht. hervorgehobenen Türen. Blauen raus wird gebufft. Feindlicher Mehr Kombatant wird Pistolenschaden. erstellt. Nice. Ja, als das doofen Ende. Ah. Eingangsplates werden. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ja, Mann. Oh nein, die St. Elmus wird genervt. Macht gar nichts. Macht überhaupt nichts.
Weil durch das neue Dings, was da ist, das neue System, wird das wieder ausglichen. Also wir haben gespielt mit der Elmo, das ist nach wie vor geil gut. Das Scorpio wird auch genervt, ja. Barrel wird gebufft. Hey. Chameleon kriegt einen Buff. Lady Death kriegt einen Buff. Lady Death bekommt einen Buff. Ja, und Ding auch, Schnatterente, die habe ich auch schon probiert. Ist auch richtig genial zum Spielen und wird auch richtig stark. Aber man darf nicht vergessen, das neue System, das bringt da schon ein wenig Durcheinander mit rein. Weil es muss, damit du den richtigen Schaden machst, immer der Abstand zum Gegner spielen. Du kannst immer, also mit reinlaufen und durchharzen ist nicht mehr. Du musst da echt einen Abstand zum Gegner allweil gut einschätzen, damit du den vollen Waffenschaden von deiner Waffen kriegst. Und wenn, Range und halt Long Ja. Range halt. ja, das ist aber gar nicht so einfach. Und wenn du den richtigen Abstand hast, dann macht deine Waffen auch noch mehr Schaden. Also eigentlich ist das von der St. Elmo eine Verstärkung statt eine Schwächung. Weil wenn jetzt die das gleich lassen hätten, dann war die zu stark geworden, weißt du, da machst du da alles weg. Ja, aber ich bin gerade auf Lady Death hängen geblieben, weil Lady Death kriegt einen ordentlichen Buff. Und du weißt, ich mag Lady Death halt, ne? Ich spiele die halt super gerne. Aber aktuell ist sie halt einfach zu schwach. Mit dem Buff könnte das dann endlich anders aussehen. Ja. Okay, aber Lady Death habe ich schon mal im Hinterkopf. Das ist schon mal gut. Die mag ich so überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das wird Aber naja. genervt. Wow. Ja, ich glaube, Scorpio ist auch genervt worden. Ja, ja. Aber nicht stark, also. So, jetzt geht's. Nehmen uns den Schuss bei der Ouroboros weg. Das heißt, das Magazin ist noch schneller leer. Ja. Eieiei. Naja, muss man halt mal gucken, wie sich das auswirkt. Ja. Das ist, wie gesagt, das eine, die haben da geschrieben, dass es das Balance einbringen wollen in das ganze Gameplay. Und das haben sie schon geschafft. Also in den einen Ding, also ich sage jetzt ich einfach einmal, gell? In den einen Ding ist halt so, dass es wegnehmen und bei dem anderen kriegst du es wieder, aber dass du es halt wieder ganz kriegst, es ist nicht so einfach. Nicht einfach Waffen an, Gear an und spielen, sondern du musst tatsächlich überlegen, was machst. Also, es ist besser geworden. Weil sonst war nur, wenn du das richtige Gearset angehabt hast, wird so ein Striker, Vollgas, so, dann bist du durchgerannt, dann machst du, Mission aktiv. dann machst du jeden Kontrollbogen wie ein Bläder, weißt du schon, dann rennst du alles nieder, das ist jetzt nicht mehr, weil wenn du jetzt halt eben das System da schau. Warte, So, warte, da ist, warte. da hast du jetzt da das Castle. Ah, Ja, ich habe jetzt halt absolut ein LMG-Set an, ja. Das geht nur auf Waffenschaden und für die Pestilenz, ja. Aber ich mache jetzt mit dem Set normalerweise bis zu, was weiß ich, 500, 600, 700.000, ja. Wenn aber der Abstand nicht stimmt, dann fällt es runter auf 30.000. Und da schießt du drauf und rührt sich gar nichts. Und dann haut's dir weg, weil der andere macht doch seinen Schaden. Und die 4 Dinger da, was auf der Uhr sind, kann man selber ausrüsten, ja. Wenn man es freigespielt hat, dann muss man freispielen. Aber die 4 Dinger sind auch auf dem Gegner drauf. Und das Ding ist saugescheit. Aber wenn das drauf ist und du bist zu weit weg, zum Beispiel auf so einen Roboterhund, dann schießt du drauf, dann schießt du deine eigene Rüstung weg. Du schießt deine eigene Rüstung weg. Also musst ganz nah hin mit dem Schüttel und dann kannst du den wegmachen. Ich kann nicht Englisch, du kannst vielleicht besser Englisch wie ich, aber ich habe es jetzt probiert und so ist es. Und bei dem Ding da, das ist ja das Ouroboros-Zeichen da geht es halt dann wieder auf eine andere Distanz, wo du die ummachen kannst. Range steht ja da. Ja, genau. Bei dem da ist. Ja, warte, der Stream hängt noch hinterher. Du bist immer noch demselben. Ah, jetzt. Da kannst du selber übersetzen, weil ich weiß nicht, was du vielleicht übersetzen, weil ich bin Englisch echt. Ich muss alles in Übersetzer ja, und ich kann es so zwar lesen, aber ich verstehe es nicht. Range-Zone, ja. Aha, okay. Ich weiß nur, dass die verschiedene Farben haben, die Typen, und ich habe an der Waffe, wenn ich ziel, habe ich auch so ein Scheißding dran, weißt du? Was so aus Knieschoner. Also prinzipiell, also jetzt, wie gesagt, mein Englisch ist auch nicht das Beste. Mhm. Aber jetzt so vom Überfliegen und Verstehen her klingt das auf jeden Fall alles ziemlich Sicherer geil. Bereich entdeckt. Ja, es ist geil, unbedingt. Aber wie gesagt, jetzt halt einfach Striker anziehen und alles niederlaufen ist nicht mehr. Und das finde ich gut.
Ja, finde ich gut, weil Striker ist eh kacke. Aber du weißt, du kennst meine Meinung zum Striker. Ja, schon klar, aber die spielen halt die meisten, weil es auch, Ja, ist halt nur mal das mit dem höchsten Damage Output. genau. Aber die Spielweise ist halt nicht geil. Naja. So, jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich da wieder ein Stückchen weiter geschafft. Normal müsste das jetzt falsch. Da drückt man aber. So, jetzt müsste da weiter sein. Prioritätsziele, genau. Oh, okay. Jetzt kann ich da wieder irgendwas anderes auswählen. Mission, Stronghold oder PTS. Was? Washington DC. Aha. Sag jetzt einmal, was mache ich denn? Ah, Was ist okay. ein Stronghold? Stronghold ist Kopfgeld, oder? Mission. Was ist ein Stronghold? Decrypt. Ja, warum pixelt denn das bei dir so krass? Ja, weil man es jetzt halt, erst einmal anwählen muss. Du hast immer 3 Möglichkeiten zum Auswählen für die Prioritätsziele. Hey. Und dann sagt er, das Kapitolgebäude, Hauptansatz in Beliebigkeiten schwer, das musst du jetzt machen. Also du musst jetzt praktisch das Kapitol spielen, um das, dass du in die Prioritätsziele weiterkommst. Ja, EXP, Ressourcen und Credits. Ah, okay. Das ist natürlich cool, dass man das jetzt quasi getrennt farben kann. Hm. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. So. Und dann machen wir das Kapitol wieder mal, ne? Jo. Okay, das ist auf jeden Fall cool. Kapitol, da ist er. Ja. Und wie gesagt, wenn ich jetzt da Videos draus mache, finde ich es jetzt halt, mache ich nicht. Weil, vielleicht, dass ich aus dem Stream jetzt einmal das schnell ausschneide, weil Livestream schaut keiner an. Das ist das andere, weißt du schon? Das ist das Blöde an der Geschichte. Aber ich kann jetzt nicht irgendwas anpreisen, dass jetzt das Nonplusultra ist, weil es ist nur PTS. Es heißt ja nicht, dass das auf einem normalen Server übernommen wird, die ganze Scheiße. Ja, Also- also, zum Beispiel Ouroboros auf dem PTS damals hatte die 1400 noch was RPM und rausgekommen ist er am Ende nur mit 1200 und ein bisschen. Ja, genau. Scheiße, Ja, warum also geht da das muss nicht? man halt, wie gesagt, der PTS ist ja jetzt gerade jetzt gestartet. Also das ist alles noch nicht spruchreif, was wir jetzt sehen. Aber Eben. sie machen was, es tut sich was. Und von dem, was ich jetzt gerade gelesen habe, sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Und was jetzt bei den Patch Notes drin stand, aber auch ein paar interessante Punkte bei. Also, es tut sich was. Und das ist ja schon mal viel, viel wert. Ja, genau. Kelso wartet in einem Helikopter und holt den Koffer ab, sobald sie ihn gesichert haben. Wenn Alice die Wahrheit sagt, Ja, dann gucke ich dir mal jetzt zu beim Gameplay direkt. durch den Außenbereich bringen wir sie Ja. von Zivilisten, aber Dann drinnen sehe ich ja gleich schon ein bisschen was. Ich sehe was auf dem Dach. Okay, das heißt also, wir müssen dann jetzt Long Range, Mid Range und Close Range spielen. So ist es. Das hat was. Ja. Dann kriegt endlich mein Lady Death Bild ja wieder mal einen Grund zu spielen. Das Problem ist, dass ich selber aber nicht weiß, ab wann das was zählt. Ja, wie gesagt, wie lange ist der PTS jetzt offen? 2 Tage, 3 Tage? Bis morgen. Oder seit morgen? Ne? Also erstmal gucken, wie sich das jetzt alles auswirkt. Aber bisher sieht es doch erstmal ganz. Okay, jetzt liegt es Lebensfunktionen kritisch. Aha. Agent getötet. Und mein Hive geht auch nicht. Das ist aber gut. Pass auf. Okay, der hat keinen Bock auf dich, der ist wieder runter. So ein depperts Ding. Hive habe ich aber drin. Schild ist überbewertet. Soll ich da was anderes nehmen? Warte mal, was haben wir gesagt? Eiserne Lunge haben sie auch geändert. Habe ich nicht dabei. Nee, wurscht. Haben wir nicht probieren. Ja, eiserne Lunge haben sie Crit Damage ein bisschen erhöht. Da warten so einige Feinde auf sie. Aber offenbar zeigt der Ja, Crit Chance und Crit Damage haben sie ein bisschen erhöht. Mhm. Magazin Was ist bei der jetzt, eisernen Lunge? 10% Waffendamage haben sie runtergenommen. Okay. Aber Crit-Schaden wurde halt erhöht. Ich denke, das wird sich am Ende wieder dann quasi ausgleichen. 10% Crit-Damage mehr, aber dafür 10% Waffenschaden weniger. Mit der eisernen Lunge. Aber ich denke, das gleicht sich durch den Crit wieder aus. Das mit den Symbolen ist auf jeden Fall nice. Ja, schön, dass ich da doch mal was tue. Okay. Agent außer Gefecht. Ich bleibe bei Hänger da. Lebensfunktionen kritisch. Was ist
nicht mein Lieblingsstützpunkt da. Wir müssen schauen, dass mein BWV noch nicht schreien anfängt. Wenn du den falschen Abstand hast, dann machst du nämlich überhaupt keinen Schaden mehr. Ja, genau. Hatten die alle. Und solange am Ende mein Bild noch spielbar bleibt, ist mir das egal. Ja, ich denke. Ich denke auch. Ich werde wahrscheinlich dann die Waffe switchen. Ich werde dann von der Elmo weggehen und werde zur Backfire gehen. Also hier zur Gegenfeuer. Und werde das dann Ganze mit MP spielen, da ich mag halt dieses Midrange, Close Range. Da stimmt jetzt die Ding nicht. Schau, jetzt habe ich gerade noch 60.000 Schaden. Hast du das gesehen? Ja, ich sehe schon. Boah. Ist aber eine coole Sache. Das bringt halt einfach mal ein bisschen neuen Pep drin, weil man muss dann halt jetzt Ja. mal Wir haben das letzte Mal einen Kontrollpunkt gemacht, wir haben eine Stunde braucht. Also einfach nicht checkt, wie es geht, sozusagen, ne? Ja, das ist ja normal. Wie gesagt, ist ja auch alles neu. Man muss ja selber erstmal klarkommen, sich dran gewöhnen. Das ist das, aber der tickt auch nicht mit der. Ja, ich bin wieder zweit. Entweder jetzt zweit oder jetzt da dran, keine Ahnung. Ja, bei LMG würde ich eher sagen, du bist zu nah dran, weil LMG ist ja Long Range Waffe. So, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nimmer. Die Legendärmissionen werden dann interessant auf jeden Fall. Oh ja. So, der geht wieder. Der da hinten geht auch. Die Snapping finde ich auf jeden Fall interessant. Dann könnte Lady Death dann richtig widerlich. Echt, jetzt bin ich jetzt nah dran. Jetzt macht's wieder gerade 57.000 Schaden. Jetzt ist er wieder wegen Stickerl weggegangen, jetzt hat er wieder meinen normalen Schaden. Also da musst du schon echt, da hilft dir einfach nur durchlaufen gar nichts. Und das ist halt der Klassiker an dem ganzen Ding. Also ich finde es einfach genial. Ich finde es gut, ja. Gefällt mir bisher, was ich sehe. Aber wie gesagt, du musst echt. Ja, jetzt können wir die mit der Schlange. Lustig. Jetzt pass mal auf, jetzt schieße ich da drauf. Warte mal, der nicht. Ja, ist gut. Jetzt wenn ich auf den schieße, siehst du, was meine Rüstung macht. Die verabschiedet sich. Schau. Hast du gesehen? Zeig mal Rüstung weg. Schießen wir es selber weg. Da muss jetzt näher dran, damit er den zerlegen kann, ohne dass er mich zerlegt. Ah. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen dann am Ende. Das ist tatsächlich gerade nicht so geil. Wie gesagt, der ist alle PTS. Lass die jetzt erstmal die 2 Wochen durchtesten. Und dann werden wir, denke ich, auf die finalen Patch-Notes erfahren. Du musst auf alle Fälle früh aufpassen, weil wenn da die 4 verschiedenen Dinger kommen, musst schauen, bei dem muss ich lang dran, bei dem muss ich kurz dran, weißt du? Ja, ja. Finde ich grundsätzlich aber erstmal nicht schlecht. Und da musst du echt überlegen, was du machst. Da wo ist denn der andere Zipfelklatscher da? Da ist er. So. Das war der letzte. Jetzt sollte der Weg zum Eingang frei sein. Dann sollten Sie jetzt da reingehen und es beenden. Und wie gesagt, du musst schon. Auf Legendär wird es echt interessant, ja. Weil da musst dann echt die 4 Sets aufeinander abstimmen, dass dann hast du, wo Nahschaden macht, dann hast du, wo Weitschaden macht, einer, der wo wieder alles in die Höhe hält, etc. Es wird dann besser, wenn es von den Dingen
bin ich schon wieder falsch dran. Da. Wenn du für die Dinge selber alle drin hast, da kannst du das dann dagegen halten, ne? Wahrscheinlich. Siehst du, da gibt es ja die Ja, ich ganzen. Die Support-Bildgeschichte wird dann jetzt wieder wesentlich interessanter. Ja, da. Sonst Reload Time 4, bla bla bla. Ja. Verschiedene Sachen, das auch Short Range, dann Medium Range, da die ganzen drei Sachen, was du einstecken kannst, dass du auf lange Distanz oder Multizone, egal was du treibst, weißt du schon, Ja, die kannst du halt dann ausrüsten, die musst du halt jetzt halt erst freispielen mit dem Ganzen. Das werde ich nicht schaffen, weil da muss dann praktisch die, was ich jetzt gerade spiele da, das da, die Dinger da durcheiern. ja, klar, klar. Aber wie gesagt, A bringt es erstmal, sag mal, in Klammern so ein bisschen neuen Content mit, weil man halt wieder eine ganze Menge freispielen kann. Ja. Ja, es ist Und- gut. Und prinzipiell, man kriegt halt mehr Optionen dadurch. Ja. Ne? Nicht alle rennen mit Striker los, wir überfahren alle, sondern wir müssen jetzt mal ein bisschen mitdenken. Einer macht Heiler, einer macht Support, einer macht eventuell einen Tank und einer gibt Product Damage. Ja, das ist genau das, was ich Oder sage. zwei gibt Damage, einer auf Support, einen Heiler. Das ist der Ja, oder du RFID lässt den Heiler weg, Code. nimmst dafür Der aber einen Koffer muss in vernünftigen der Tank. Nähe sein. Finde ich schon eine gute Sache. Also, ne, prinzipiell erstmal kein schlechter Plan, den sie da haben. Aber wir reden auch hier von Ubisoft, mal gucken, wie sie es umsetzen. Ne? Das ist halt Ja, das fürchte ich halt dann auch ganz stark, dass da einfach am Anfang, weil das ist schon ein wenig aggressiver Eingriff in das ganze Game, ne? Und wir wissen, wenn sie schon beim 5 Gigabyte Patch ein Problem haben, ne, dann bin ich gespannt, was das wird. Ich hoffe, dass sie es auf 3 bringen, weil jetzt haben sie halt ein paar Sachen wegfallen lassen, wegen der Stabilität. Boah, das steht ja da, der Deppe. Sobald Sie den Koffer Boah. haben, müssen Sie aufs Dach der Rotunde. Warten Sie dort auf den Helikopter. Weißt du, mal abwarten. Ich bin guter Dinge, weil die Typen, Wir müssen da weg. wenn man gesehen hat, machen die einen guten Job. Weil das, was da jetzt halt auf die Füße gestellt haben, ist echt gut. Wie gesagt, die großen Projekte, an denen sie gearbeitet haben, sind jetzt beide draußen. Ne? Star Wars Ja. ist raus, Avatar ist raus. Und jetzt haben sie wieder halt ein paar Ressourcen, die sie halt nach Division schieben können. Was sie auch tun. Und ja, ich bin gespannt. Ne? Also, das sieht auf jeden Fall erstmal vielversprechend aus. Aber das stumpfe Durchgeballer hört auf. Ha? Ich sag gerade, dieses stumpfe Durchgerenne hört halt auf. Ja. Das ist halt eine coole Sache, weil genau das ist ja das, was mich halt an den meisten Builds halt übelst genervt hat, dass du eigentlich nur stumpf und Feuertaste und Liebe. Sir, ja, Sir, wird Genau. gemacht. Und ich muss halt, ja, bis jetzt 6, die verschiedenen Farben, wo es da aufleuchten an die Typen, da musst du dann echt schauen, weißt du, ob du lang dran bist oder ob es nicht reicht. Vor allem, ich bin da nicht gut, dass man Sachen merkt, zum Beispiel, wie weit das jetzt da weg darf. Bei dem weiß ich, da muss ich jetzt nah hin, sonst heizt mit am Arsch. Ich krieg auch halbes. Er hat aber auch gleich ab, siehst du? Ich mach dich kaputt! Verbündeter tot! Wow, Alter. Da ist jemand noch dran. Oh Mann, ey. Verstanden. Und die Ticks werden auch beeinflusst, weil normal müsste der jetzt mit 200-300 ticken, aber bringt aber gerade 31 zusammen, weil ich zum falschen Moment angeschossen habe. Kannst praktisch so auch nicht umgehen. Siehst du das? Da stimmt's nicht mehr. Ja. Und das ist das, was mich total nervt, weil jetzt war nicht, muss ich weiter weg, muss ich näher hin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich weiter weg. Manchmal muss man auch nur die Waffen wechseln. Also ich habe festgestellt, Chameleon, wenn einer gern spielt, dann kann er es bei manchen Situationen wegschmeißen, weil er immer die Waffen wechseln muss, damit er da einen Schaden macht. So, schauen wir mal, ob das funktioniert so.
Eher nicht. So, wo sind sie jetzt? Oh. Der ist abgehauen. Aha. Mhm. Da geht wieder von der Nähe nix. Hilft aber nicht, was soll ich denn sonst treffen, wenn ich da so noch dran bin? Na. Gefällt dir das, Agent? Ja, nicht wirklich. Aber hier bleibt da nichts anderes über. Hast du noch eine Farmers in der Tasche? Jetzt dabei, weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Weil gerade auf Long Range ist die Farmers halt sehr, sehr stark. Ja, die haben jetzt wieder kurze Distanz da, weil sonst wird das nicht umschlagen, weißt? Ja, der hat wieder andere. Mitteldistanz gewesen. Ah ja. Ich bringe einfach nicht weiter, da du kleines Arschloch, du. Ich komme nicht so weit weg, weil der buckt sich da. Jetzt komm. Glaubst du das? Die machen uns fertig! So, hau ab, jetzt genau. Ja, was hat denn der für einen Abstand, Alter? 3 Kilometer. Keine Ahnung, was ich da falsch mache. Schießen Sie ein Signal ab, sobald das Dach sauber ist. So, wieder da. Ja. Ja, das kann ich dir auch nicht genau sagen, was der da falsch macht. Kann ja auch sein, dass die Talente auch noch nicht richtig funktionieren, ne? Wie gesagt, Das glaube ich funktioniert schon so, wie es geht, aber. ist dann halt wirklich so, genau. Also. Aber ich finde es erstmal nicht so. Ja, man muss sich halt jetzt dann dran gewöhnen und mal durchgucken, welche Waffen fungiert wie halt in den Range. Medizinische Hilfe erforderlich. Ja. Aber dazu brauchst du halt die finale Patchnote halt, wenn die dann halt auch vielleicht dabei liegt. Aber so prinzipiell, um das erstmal anzutesten, ist PTS schon eine gute Sache. Ja, ich mache definitiv jetzt noch gar nichts von Builds etc. Ich warte, was rauskommt und wenn es dann fertig ist, dann habe ich das schon mal gesehen und weiß, was für was gut ist. Das erleichtert. Da jetzt wieder so einer. Der schießt, das ist ein Scheiß, der Depp.
Das Problem ist, dass die Ticks auch auf mich übergingen, ha? Ah ne, oder? Wo liegt er? Extra schon hingelegt. Jetzt haben wir euch. Du gehst zu Boden. Verwundung entdeckt. Scheiße. Dach sieht sauber aus. Das war dann nah genug. Schießen Sie ein Signal ab, wenn Sie bereit sind. Dann bringen wir den Koffer in Sicherheit. Also, ja. Signal abschießen, genau. Bisschen Qualität vom Stream einfach. Eigentlich ruckelt's oder was? Na, Nö, nur dass es halt ein bisschen zeitversetzt ist. ja, das ist ganz normal. Ja, ja, na klar. Bestätigt. Nö, Die ansonsten 1A. Flugabwehr da muss weg. Und pass auf, du siehst ein bisschen gelangweilt aus, aber das ist nicht so schlimm. Wohl die Feuerleiter Aber mich konzentrieren muss. Sie mit allen Mitteln, damit Ja, der das Heli ist ganz eingang- klar. Ich bin nicht gelangweilt, ich bin nur konzentriert. Aber ja, Nö, aber wie du gesagt, kommst halt nicht weiter, ne? Wenn du jetzt ein Video machst, kannst du es halt zuschneiden auf das, was gerade braucht wird. ja, ja, klar. Nee, aber wie gesagt, Livestream läuft super. Wie gesagt, ist halt so, ich würde schätzen, grobe 5 Sekunden Zeit versetzt. Ich Ah. habe den Blick. Ja, mein Sie Gott, erreichen gleich die das ist jetzt nicht die Radarwagen. Welt. Zerstören Sie die Dinger. damit Du die kannst jetzt Latenz aktiviert aber nicht weiter runter tun, weil dann hast du lauter, dann schwappt der Stream, weißt du, weil dann hast du Hänger drin. Ja, ja, Das, klar. ganz direkt geht's nicht. Ich habe es eher runtergesetzt, so weit wie es geht. Ich glaube 5 Sekunden tatsächlich dran. Okay, ja. Ja, so ungefähr 5 Sekunden würde ich auch schätzen. Ja. Aber hey, wie gesagt, mein Gott. Das ist halt so, wenn du was zeigst, musst du halt ein bisschen langsamer machen, weil das bei mir dann halt, ne, das Aufjagen, das dauert halt ein Momentchen. Da hast du wahrscheinlich schon wieder 3 Sachen erklärt. Wenn du jetzt nicht direkt im Discord mit mir redest, dann ist das nicht das Problem. Weil du siehst das 10 Sekunden und gibst nur 10 Sekunden später erst Antwort. Mir ist ja das klar, weißt du? Also dauert es immer pro Antwort 20 Sekunden, bis der andere überhaupt was sagt. Ja, ja, deswegen halt ja jetzt den Stream gemutet, damit wir hier im Discord halt nicht zeitversetzt reden und vor allem sonst nicht gegenseitig doppelt hören. Das ist auch nervig. Was ist so ein Heini hinten da? Den bringen zum Beispiel auf Distanz nicht weg. Muss ich warten, bis er da ist, und sonst haut mir der eine auf den Dach. Was hast du denn erwartet? Echt? Wo ist der? Hallo? Leg es in Schutt und Asche. Feindliche Granaten! Dass ich den jetzt wegschießen kann, sollte eigentlich nicht sein. Also Fehler im System. Bestätige einen Wagen außer Gefecht. Okay, jetzt den zweiten.
Dum, 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 dum. Ich mach's! Getroffen! Ja, der ist schon hin. Granate im Anflug. Oh, die Granate, Renate! Oh! Werden seitlich angegriffen. Mein Blick ein bisschen schwummrig wart. Na, jetzt läuft's aber gut, hä? Ah, da kommt einer. Schau, 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 genau. Hier sind noch ein... Zerstöre das Ziel. Mhm. Ist irgendwo einer. Zwei. Granate fliegt. Zerstört das Ziel! Ziel außer Sicht. Hast du dich verlaufen? Jemand nicht am Arsch erst. Feuerwagen zerstört. Erst der steht du oder ich? Du gehörst mir. Oh, ich. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Scheiße. Agent am Boden. Hat wen erwischt. Noch so sagt er. Ja, wie gesagt, das Set ist schon stark, nur wenn dieser Abstand nicht stimmt, dann hilft die ganze Stärke nichts, weil es einfach nicht zählt. Jo, das dazu. Wo ist jetzt da noch wer? Ist da noch wer? Was, der steigt jetzt wieder auf da? Das ist aber schlecht. Ich habe gerade noch 12 Schuss. Oh, sag mir das keiner. Du Stimmt. hast noch 12 Schussrunden. Eben. Warte mal. Da irgendwo war was. Ja, ist ein Heiler. Kein weiterer Kontakt. Bereich sicher. Verstanden. Ich komme. Ja, da kommt da noch einer. Oder? Ja. Der Frachtwagen ist jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Befestigen Sie den Koffer daran. Ah mei, wurde den wieder hergezogen jetzt, den Koffer aus dem Arsch gezogen oder was? Den Koffer gesichert. Schwupp, da war er. Unter Beschuss. Wir haben So ein ne. Da kommen eine ganze Menge Feinde auf Sie zu. Wieder auf die Beine! Ich bin nicht. So. Ich sorge für Schutz. Du bleibst schön hier. Dafür kriege ich dich dran!
Jetzt ist er wieder immun, der Sack. Aber der tickt ewig. So ein Pech. Na? Na wer? Wo ist er denn? Da ist er. Hat sie angeschleicht. Der Koffer ist in Sicherheit. Ja. Die True Sons haben ihre Festung verloren und General Ridgway wurde neutralisiert. Von Aber man allen sieht, das Figürchen geht. auf meiner Karte war der Pisser das Teil, das ich am liebsten umwerfen wollte. Viele Kameraden meiner alten Einheit sind wegen ihm tot. Einige sind sogar übergelaufen. Schicken Sie ein Signal von der Vordertreppe hoch, sobald die Luft rein ist. Dann ab nach Hause. Zeit zu feiern. Schön zu sehen, dass sich doch mal was tut. Ja, wirklich. Na, das ist, soll ich sagen, haben sie jetzt lange umeinander bastelt, habe ich das Gefühl. Wenn du was auf Taxen stellen sollst, wenn du aber nur 4 andere Bausteine hast, dann wird es halt schwierig. Man darf nicht vergessen, das Spiel ist 5 Jahre alt. Dass da überhaupt noch so viel machen, ist schon. Man sagt aber, Division ist tot und bla und Winsel, Winsel, mi. So, wenn das so wäre, dann würden die nie so viel machen für das Spiel. Nie. Genau. Weißt du, das so sag ich das. Ja. Was sie aber halt mal machen könnten, ist, sie könnten halt ihre Versprechen einfach mal einhalten und Ja, Ich gehe einkaufen, ich wünsche euch was. ja, danke dir. Servus, bitte. Ja, nichts an. Ja, weißt, das ist so. Die versprechen was, dann halten sie es nicht. Du weißt aber nicht, warum dass sie es nicht gehalten haben. Der, wo die Idee gehabt hat und hat das Versprechen gegeben, dann kommt der Nächste daher, der einen Geldbeutel und sagt, nein, du machst jetzt erst was anderes. So, dann hast du was versprochen, hast das vor der ganzen Community oder vor den ganzen Leuten nicht einhalten können und du bist der Arsch, obwohl der andere, der wo das Geld gibt, gesagt hat, nein, du darfst nicht, du musst jetzt was anderes machen. Du darfst aber wahrscheinlich als Angestellter, wo du irgendwo bist, aber dann nicht sagen, ja, der hat gesagt, ich darf nicht, sondern steht der als Depp da. Und genauso wird das laufen. Das ist ein riesen Konzern. Irgendwer schreibt dann wieder, der Ubi ist bald bankrott und Scheiß. Und ich weiß nicht, waren die alle live mit dabei? Haben die in der Firma drin, dass sie einen Scheiß von sich geben? Hä? Kannst du mir das einmal sagen? Weil da kommen oft Sachen außer von irgendwer, wo haben sie die Info? Von irgendeinem so ein Storyboard oder haben die in der Firma im Vorstand dabei, dass sie so ein Dings da loslassen können? Also ich darf mir das nie behaupten lassen, dass irgendwer pleite ist, weil jetzt das, was andere vielleicht nicht auf frei gekriegt hat. Weißt du schon? sind sie nicht, aber die Aktie ist um über 80% gestürzt und das spricht halt einfach eine eigene Sprache. Ja, mag ja sein. Und dann kann aber 1000 andere Gründe auch haben. Naja, der Grund ist ganz einfach. Avatar ist gefloppt im Endeffekt komplett. Skull and Bones ist komplett gefloppt. Und das neue Star Wars ist jetzt auch nicht der Burner. Mhm. So, und wenn du halt 3 Spiele hintereinander weg in den Sand setzt, dann verlierst du halt Geld. Ja, Und genau. Das hast du aber noch lange nicht, dass du jetzt reißt, ne? Die wird. So für mich als Außenstehender, wie du schon sagst, ich war nicht dabei, ich kann keine wirkliche Meinung bilden, aber das große Problem, was Ubisoft meiner Meinung nach hat, ist, Ubisoft hält zu sehr an ihren funktionierenden Mechaniken fest. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Problem. Die sollten mal wirklich wieder neue Schritte wagen und versuchen, wieder gute Spiele zu entwickeln und nicht, die haben eine Checklist, die gehen diese Checklist durch und dann hat sich das so, weil im Endeffekt Avatar ist ein Far Cry. So, guck dir Far Cry an, ne? Also es spielt sich wie ein Far Cry in der Welt von Avatar. Und weiß ich nicht. Und so ähnlich ist es mit Star Wars. Das spielt sich auch ähnlich. Und mal ganz ehrlich, wenn ich ein Star Wars Spiel habe, dann will ich so ein scheiß Lichtschwert haben und nicht irgend so einen dämlichen Blaster. Ja, das stimmt schon auch wieder. So, und Hast du das jetzt, gerade mal kurz unterbrechen, Prioritätsziel, hast du das jetzt gesehen? Du kannst jedes Mal, jetzt habe ich die Mission durch, kannst wieder was anderes und jetzt steht auch herunten dort, was ich kriege. Ich kann praktisch was auswählen, wo ich exotische Sachen kriege. Oder XP kriege. Oder, ich weiß nicht, bei mir sieht man im Stream meinen Cursor nicht. Also die 3 Dinger, weißt du, unten steht da Reward, einfach Season Pass XP oder Exotic und dann Open World Exotic habe ich jetzt da gekriegt. Also, mache ich jetzt dann. das ist auf jeden Fall eine gute. Das ist absolut. Und jetzt nur zu dem anderen, was du gesagt hast, freilich, die nutzen natürlich die Engines, was haben.
für jedes neue Spiel. Weil wenn es die neu entwickeln müssen, weißt du, das ist nicht so einfach, wie man sagt. Naja, nee, die Action ist ja auch nicht das Problem, weil du kannst über Ubisoft sagen, was du willst. Ubisoft kann eine Sache richtig, richtig gut. Und das ist Open Worlds bauen. Was Ja. sie nicht können oder womit sie Schwierigkeiten haben, ist diese Open World vernünftig zu füllen. Entweder ist es zu viel, siehe Far Cry, die letzten Teile, du hast die Karte aufgemacht und hast schon gar keinen Bock mehr gehabt. Oder Assassin's Creed Valhalla, auch viel zu groß. Die Welt an sich war aber geil. So, und das ist halt dieses große Problem, was Ubisoft halt meiner Meinung nach hat. Die sollten halt einfach mal wirklich wieder neue Wege gehen und versuchen, wieder gute Spiele zu entwickeln. Weil dieses ganze Ding, sie machen ja keine schlechten Spiele, aber die sind halt auch nicht gut in der Regel. Ne? Du hast halt in der Regel hast du ein mittelgutes Spiel für einen meiner Meinung nach zu überteuerten Preis. Weil ganz ehrlich, machen wir uns das vor. Beste Beispiel. Star Wars an sich sieht gut aus, ist ein mittelmäßig gutes Spiel, aber 70 € in der günstigsten Variante ist halt einfach zu teuer für das, was du am Ende bekommst. Mhm. So, das ist meine Meinung nach, ne? Wenn sie das, sag mal, und dann ganz ehrlich, dieser Quadruple-A-Quatsch, den sie da mit Skull and Bones gemacht haben, das war ja nur die absolute Ronny, Folge. Was sollte das denn? Ja, macht erstmal